Und wir sind wieder am Start gegen die dritte, gegen die Agathe. Jetzt wird's gefürchtig, jetzt wird's geisterhaft. Und sie startet mit dem Gengar Level 54 und wir kommen rein mit dem Gewehr, wo jetzt Schwebe übernimmt. Und warum mit dem Gewehr? Weil er macht gern Doppelteam. Oh, und er macht gern Toxin offenbar. Ja, schade, er wird uns früher oder später zum Wechsel zwingen. Und ich habe gedacht, mit Schockwelle haben wir den Guaranteed Hit, wo ja, begrenzt viel macht, vor allem wenn wir schwer vergiftet sind und verwirrt. Ich denke, der Wechsel ist jetzt schon vorprogrammiert. Wäre schön, wenn das Gewehr im neuen Schockwelle reinjatten kann. Komm schon, kommt nicht. Schade. Irgendwie, es ist jedes Mal am Anfang ein Knurz, bringt mich da immer aus meinem Konzept raus. Mit dem Mark, natürlich mit dem Schnack. Den Schnack sparen wir uns noch auf mit seinen 4 Psychokinesis, die er noch hat. Gehen mit dem Mark rein. Jetzt Doppelteamt da. Es war zu erwarten, dass das früher oder später passiert. Ich denke, wir müssen den einfach ein bisschen runterringen, Tempo machen, ja, am besten verhindert Verwirrung. Dass der Effekt noch wertvoll kann werden, ist fantastisch. Und er doppelteamt weiter. Er geht nicht auf Angriff, sehen wir. Er geht auf seinen Fluchtwert, steigert ihn und schon funktioniert es. Schon verschillen wir mit Surfer und er macht weiter. Er doppelteamt noch mehr. Es wird immer schwieriger, ihn zu treffen und wir werden den besten noch zweimal treffen müssen, ausser kein Crit. Und natürlich Top-Genesung, äußerst smart von ihr. Würde ich auch machen, vor allem schon nach 3 Doppelteamer. Aber der Mark lässt sich nicht beirren, er trifft konstant und sogar jettet er einen Crit rein mit Surfer. Und es wird immer schwieriger, aber wir haben noch das Gewehr. Wir haben noch das Gewehr mit Schockwelle. Aber am Mark ist es scheißegal. Was für ein Gangster, Mann! Was für ein Gangster, er ist maxed out mit Doppelteam. Wir müssen ihn noch einmal hitten. Schockwelle regelt. Oder der Mark! Er gibt alles. Es hat sich gelohnt. Der mühsame Weg zum den Dude holen. Wow, hat er einfach das Gengar im Alleingang auseinandergenommen, Mann. Beste. Und gegen das Golbat haben wir einen Donnerblitz im Petto, der sehr effektiv ist. Und ich denke, das gibt einen soliden Two-Shot, weil es ist ja immer noch ein Mark. Es könnte sogar ein 3-Shot werden. Er geht mit Windschnitt rein. Donnerblitz. Lange nicht. Es ist immer so spannend. Es lange nicht. Ja, nur halb so wild. Vielleicht triggern wir. Nein, wir triggern nicht. Windschnitt macht uns solid, aber wir geben dem minus Golbat. Gengar ist unten, Golbat ist unten. Jetzt hat sie noch ein normales Gengar und ein Salpollo. Und ich glaube nochmal etwas, oder? Mark verdient Level 56. Ah, ein Arbok. Genau, ein Arbok runter mit einer bösen Schlange. Unser Angriff geht runter. Und jetzt bräuchten wir unseren Angriff. Aber es ist tipptopp. Gegen das Arbok gehen wir rein mit dem Gise. Mit Boden haben wir natürlich den sehr effektiven Vorteil. Und er mit Matschbombe, ein mächtiger Move, der nicht effektiv ist und uns entsprechend nur 20 Damage macht. Schaufler gehen wir runter. Wenn sie jetzt smart ist, wechselt sie zu einem Schwebegengar. Wird sie aber nicht. Oder wird sie schon? Sie ist eigentlich Smart AI, aber sie ist ein bisschen blöde AI. Schaufler geht rein. Oh, und es gibt fast einen One-Shot. Kreideschrei, Smart, Verteidigung sinkt. Aber ich denke nochmal einen Schaufler. Und das Arbok ist besiegt. Oder sie spielt Top-Genesik. Also sie nimmt es zurück. Nein, sie schreit einfach weiter. Sie schreit um Hilfe. Sie merkt, dass sie mit dem vergessenen Team einfach nicht gewachsen ist. Gise gibt am Arbok besiegt. Mag noch mehr EP am Abstauben, die spezielle. Es macht eben schon mega viel aus. Und jetzt kommt sie mit Alpollo. Und dann haben wir 3 Moves, die keine Wirkung haben, beziehungsweise Schwebe. Aber wir haben noch den Steinhagel. Und sie kommt mit Hypnose. Smart Play, Gise schlaft. Ein bisschen. Ich denke, wir bleiben drin.
Ich sehe den Strat da. Macht einen Haufen Schaden. Aber wir sind schon wieder wach. Steinhagel for the win, Mann. Der Giese lässt sich das nicht nehmen. Und er probiert es wieder. Aber jetzt sind wir smart. Wir lassen ihn nicht heilen mit Traumfresser. Wir switchen. Wir switchen zum Schnack. Der sehr effektive Schnack. Und ich denke, mit dem Steinhagel-Damage langt auch der Psystrahl. Und Traum kannst du noch fressen, wenn wir schlafen. Psystrahl vom schnellen Schnack geht rein. Wird lange. Apollo ist besiegt. Schnack verdient. Gönnt sich den Level 56. Mehr als verdient. Und jetzt ist es noch sie mit ihrem letzten Gengar, der glaube ich nicht so auf Doppelteam setzt. Und wir gehen da voll Hahn auf den Kill. Aber sie geht auf die Hypnose. Natürlich schneller. Ich habe das auch Traumfresser oder nicht. Ziehen wir durch. Wir ziehen durch. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann am Schnack nicht so viel machen, weil Gift sind wir ja auch. Nachtmar. Was war das? Ist nicht der die AP wegnimmt, hä? Ui! Ja, dann wird es Zeit, dass wir aufwachen, hä? Oh, er gibt am Schnack. Er geht hart am Schnack. Er kommt mit Spukball. Ist das Eis fürs Gewehr? Oder für den Mark? Wir gehen aufs Gewehr. Nein, auf den Mark. Er ist mehr bulky. Spukball hat natürlich keine Wirkung. Und wir surfen. Er trifft mit Hypnose. Ich glaube, wir müssen den Mark runtergehen lassen. Und dann können wir mit dem Gewehr reinkommen, weil es ist vergiftet. Das heisst, wir können nicht schlafen. Vielleicht wachen wir auch auf. Matschbombe kann er natürlich auch noch. Aber der Mark tankt. Und die zweite Matschbombe, der Mark geht runter. Er ist da, um den Bullet zu taken. Das Gewehr hat leider so nichts mega Starkes drauf. Vielleicht ist das der Moment für eine Blitzkanone. Wir probieren es. Wir probieren die Blitzkanone reinzubringen, um den Maximum Damage und vielleicht eine Paralyse rauszuholen. Wir treffen die Besten. Und Paralyse haben wir auch, allerbeste. Ich denke, wir lassen jetzt auch das Gewehr runtergehen. Aber jettet nochmal eine Blitzkanone rein. Wir treffen schon wieder. Fantastisch. 2/3 Gewehr. Du hast gut gemacht. Du hast sehr gut gemacht. Allerbeste. Muchas gracias. Aber mit dir. Und jetzt. Einmal mehr gehen wir mit dem Macho Nice rennen. Weil Aromat reisst es nicht. Der Schnack schlaft. Es muss der Macho Nice sein. Logisch muss der Macho Nice sein. Es ist immer der Macho Nice. Obwohl wir natürlich mit Kampf keine Chance haben und mit Mega-Hip auch nicht. Aber wir können... Nein! Wir schillen mit Kreideschrei. Aber wir sind muntere Dudes. Wir können nicht schlafen. Und jetzt Kreideschrei geht rein und jetzt bin ich mir sicher, dass ein Felsgrab langt. Paralyse. Gewehr. Danke für das Geschenk von dir. Felsgrab geht rein. Ich denke, Gengar geht runter. Gengar geht runter. Die Agathe ist besiegt. Einmal mehr. Danke Machonai. Wir ziehen weiter gegen den Lance.